Dir Damen an die Herren net asem soweit. Den Humpen-Hattrick, ungefiltert aus dem Bein D a wie immer präsentéiert vun Letzebauer Lifestyle. Viel Spaß! So, moie Fußball Lützeburg, moie Lifestyle-Nation. Heute sind wir beim Humpen-Hattrick an... Moment, heute fehlt da etwas. Ah, stimmt ja. Was trinken wir heute zu Lützeburg? Du redest noch etwas. Picombeer. Ah ja, Sitz. Wir sind im Zurück an der Humpen-Hattrick hier möcht. Und... Du musst man natürlich auch das richtig trinken. Picombeer. Scharfe T-Shirt. Moje letzte Nation, moje Fußball Lützeburg. Wir sind zu Remisch am Zentrum von Remisch beim Deborah Galli. Dafür große Merci, Deborah. Und wir natürlich auch das ganz interessant Gast dabei. Der kennt den alle bekannten großen FC Bayern-Fan und den aktuellen Trainer vom Handballclub aus Rimling, Yves Braconnier. Salut Yves. Und heute den großen Sporting Lissabon-Fan, sind auch heute recht gut gehen. Das ist ja gut in der Weh. Und als ein Star-Influencer an der Comedian. Dann, und ihr seht am besten sein Namen selber und dann... Mikas Carvalho! Und, wir suchen den letzten zu Remischen, dass der Mikas du hast. Und moderiert geht das ganz natürlich. Von mir. Salut. Und von mir. Und Jay. So, und ehe wir aufhängen, muss ich heute noch pur ganz bestimmten Leuten löwen, weil ich war gestern am Stadion, ich war Nationalkipp gucken für Lützeburg und ich muss sagen, die erste Halbzeit, das war miserabel, das war wirklich gut, nicht, darüber schwätzen wir noch gleich, aber etwas war gut und der erste Halbzeit und das war nämlich den M-Block. Ich muss sagen, den M-Block, großes Chapeau, das war der, alle Matcher, wirklich alle Match macht, auch auswärts, das ist Weltklasse, das ist top und heute geht wirklich vom Hattrick heim, eine große Löwen den M-Block raus. Absolut. Also, das ist top. Wenn du rüber guckst, die sind nonstop umgegangen, die sind immer für euch nationale Kipto. Und da muss ich so ein Hi. Das ist fertig. Das will ich auch mal so tun. Ich weiß, es geht um den Fußball, aber du weißt schon, dass ein Teil von den Jungs, die da dran sind, das sind dieselben Jungen, die auch die Handball-Nationalkippe aufhören. Red Lion. Das wusste ich nicht. Nee, das wusste ich nicht. Doch. Ein Teil von denen, das ist so eine Kommunität, und da muss ich sagen, die gehen alle so ein bisschen Nationalkippen aufhören. Mega. Jouer Damen, hast du einen großen Teil davon. Und die gehen zusammen Nationalkippen aufhören. Gut, das ist top. Das ist immer dann, ja, absolut. Also noch von mir. Also ich bin bei allem komplett abverstanden. Ja, und der Mikas hat geholt, weil der Mikas wird doch ganz speziell lustig noch am Fußball. Der wird das heute merken. Die werden noch heute einfach geflogen kommen. Die kommen einfach um den Eck. DJ Drogba, der neue Witz. Und ich Niki. Okay, an diesem Niveau. Ich Niki, ich habe gerade gemerkt, ich habe mal alles notiert. Ich bin falsch mit den Resultaten vergessen abzuschreiben. Mit dem Chef war der gute Goal. Chef Rodriguez. Nee, der Coach. Der Coach hat immer schon was anderen Rodriguez, der erste Rodriguez. Mir auf jeden Fall werde ich wohl zuhören als nationale Kipp. Hat der Match gestern gesehen? Ja, so leider gesehen oder Gott sei Dank gesehen. Also, wie sieht das? Also no Match wird ja als Nationaltrainer gesagt, das wäre kein guter Match für die Nationalkippe gewesen. Das war mal sein Speech no Match. Da weiß ich nicht, wie ich das bewerten kann. Also schon die erste Halbzeit auch nicht gut fand. Ich fand auch immer schwierig. Wir sind auf einem hohen Niveau gewinnt. Also wir haben angefangen, als Runde zu gewinnen, nämlich 6-0 zu verlieren. Und wenn wir 6-1 verloren, war das beste Match. Ich fand, wir letztes Mal sind noch ein bisschen verwindet gehen, die letzten Jahre. Und ich mir sie auf ein Niveau angekommen, da geht es nämlich durch 2-2 gegen Irland spielen, was das schon kein gutes Resultat mehr. Nee. Wir erwarten uns noch mehr. Ich sehe das genauso. Und ich fand das Kritik auf höherem Level. Ich fand die Unzufriedenheit könnte halt viel mehr sehr dadurch, dass das letzte Jahr so zum Greifen nur war. Ja. Also, ich kann am liebsten direkt wiederholen. Absolut. Ich denke noch, dass das Mod eine Rolle spielt. Nee, ich möchte das doch. Die kommen nur, kommen die immer.
Wir kommen noch zu Portugal. Du kannst garantiert, du siehst mal 100% sicher, Ja. dass du die Matcher auch guckst. Ja, der Figo spielt ganz gut momentan. Nee, auf jeden Fall, die erste Allzeit, das war gruselig. Und, wie gesagt, also ich hatte auch du mit Leuten redest, also Dinge hast, klar, manchmal, dass das Matt eine Rolle spielt, dass wir es nicht qualifiziert tun. Das ist ein Kapitän und das ist menschlich, das ist normal, okay. Für das kurz zu erklären, das ist eben so, wie jeder ein bisschen zu seiner Meinung. Und meine Meinung ist einfach, ich denke, das ist normal, dass du nur einen kleinen Down hast, okay. Aber generell habe ich aber auch das Gefühl, dass es nicht mehr da ist. Das ist nicht mehr da, dass wir nicht qualifiziert sind. Ich denke einfach, dass du irgendwie, du hast, ich wiederhole mich, wie ich letztes Jahr schon so, beim Jogi Löw, das war nie ein schlechter Trainer, das war einfach irgendwann ausgelaugt. Und das Gefühl habe ich seit geraumer Zeit halt auch beim Luc Holz. Und dafür bin ich wirklich gespannt, wie das dort weitergeht, weil ich fand, du merkst doch, wenn du die echt falsch du guckst, du siehst, mir war verwindet und so, und ich tue auch so. Und du hast auch weiterhin mehr möglich mit der Equipe. Weil die zwei Talschwester gesehen, was die anfangen können, was du möglich aus mit der Equipe. Und die erste Talschwester, das war ein Leerlauf, das war wirklich gut nicht. Da war keine Idee, nichts. Und auch wie das angestellt war. Also die Fehler, die dafür kommen sind, Stellungsspiel und so. Und also ich muss einfach mal so, also das ist die nächste Sendung, die wir holen, an Schülerinnen, den sie verfolgt hat, weißt, dass ich immer pro Luc Holz geschwärzt habe. Mittlerweile muss ich so, also wenn ich nur die zwei letzten Matches geguckt habe, also wenn ich an den Apps gesehen habe, die Jungen waren gewollt. Die Jungen haben alles gegeben. Die Jungen haben alle Zweikampf angeholt. Die Jungen haben viel Zweikampf gewonnen. Sie haben sich an alle Zweikampf geschmacht. das hat zunächst gemacht. So, haben extrem gekämpft, die Equipe, die lief. Sie hat doch teilweise richtig gut und konsequent nur 4 gespielt. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass immer nur ein Spielzug war. Gegen Bulgarien war es halt Pasch, du hast mal das Spiel gelegt, das immer nur über Bausen an eine Flanke ran, ob sie Lohe oder flach ist. Sonst wird da nicht gespielt. Das geht Österreich. Ich würde das Gefühl, es gibt extrem viel Wert auf Verteidigung, blöd, was für Lützeburg auch an der Reihe ist, aber schon ist das Gefühl, dass kein richtiger Plan du hast, was offensiv betrifft. Du hast man gegen Nordirland natürlich 2-mal Spiel gelegt, dass der Ball dann von der Seite dann auf der U kommt, wo er soll. Das Spielglück hatte man gegen Bulgarien nicht, du hast den Ball auch ganz oft. Was hast du bei Nordirland, da wir Glück hatten? Boah, du musst auch Schutz wählen, du musst so die 2000, wie gesagt, ich habe am Stadion live gesehen, das war aber erzwungen. Also die 2000 waren wirklich. Nee, nicht, dass sie Glück hatten, sie hatten dann richtig das Spielglück. Ja. Das heißt, der Ball konnte mal verwehrt gehen. Ja. In Bulgarien 3-0 war aber mehr nur wie den. zu dem Zeitpunkt auf alle Fall. Zu dem Zeitpunkt auf alle Fall. Also sie hatten auch schon ein paar Gelegenheiten für den 3-0. 100%. Aber wie den 2-1. Aber du hast also die 2000 stand da war alles da. Du hast auf keinen Fall du die 2 Matches eine Equipe gesehen, die du hast. Du kannst einfach schweißen. Schon eine kleine Frage. Okay. Ich meine, dass das alles auch psychologisch ist, weil Frankreich hat ein Problem mit Benzema. Sie waren auch noch einen. Portugal hat das Problem letztes Jahr mit Ronaldo an der letzten Weltmeisterschaft. Psychologisch waren sie einen. Ja. Das Jahr haben wir den Jackson Rodriguez, psychologisch ist es auch einen. Also nicht das, den... Ja, natürlich. Also wenn es Unstimmigkeiten an der Equipe gehen, das steuert. Dann hast du das, was Aurelien so gesagt hat, letzte Jahr, das steuert. Wir sagen zwar immer, wir gehen professionell mit dem, aber das nervt. Und der wir nicht vergessen, ich denke, das sind auch nicht mehr Menschen. Aber was ist bei so einer großen Equipe der Fall? Du werden die auch nicht alle einer Meinung sein. Natürlich, du siehst da natürlich die Lösung, hey, mehr von richtig, was den schon gesagt wird, die anderen so mehr von nicht richtig. Das heißt, du hast auch so eine kleine Gruppenbildung. Vielleicht extrem, also, das sind aber so Kleinigkeiten, wo an einer Fußballsequipe, ich meine, eine Fußballsequipe, das ist schon so ganz sensibel, Gebilde, ne? Und ich denke schon, dass du eine Rolle mitspielt. Ja. Das ist immer traurig, dass das echt was wackelt als ein Trainer. Da sind immer die Jungs, die im Terrain stehen, die doch müssen auf den Terrain setzen. Ja, ich verstehe, was du jetzt so. Du sagst doch ein anderer Beispieler, das von, da geht fix um Trainer fast gar nicht, nicht von Dortmund schwätzen oder so. Nein, das hat sie. Nee, so, du. Sind aber die im Terrain stehen, die Leistung müssen bringen. Das ist richtig. Das wird halt Helo so, sie kämpfen, aber wie die verreckt. Das heißt ja aber offensichtlich stehen sie zu ihrem Trainer, weil sonst geben sie so ein
Genau. Ich denke auch nicht, dass jeder wie es gerade so geht. Also natürlich Laststück ja schon erklärt geht Bolschau und Blut. Nee, das ist das, was Laststück schon erklärt und für die letzte Nationalteam kannst du da gut in der Lage gegen den Trainer zu spielen, weil es können kein durchgucken, wenn du gegen knapp Hoste spielst oder was weiß ich, weil Nationalteam als für alle Letzteburger eine Bühne sich zu präsentieren, wo Scouten aufmerksam gehen, wo sie irgendwann zukünftig können den nächsten Schritt machen. Sie können sich das gut überladen. Aber wenn schon bald worauf ich hinaus wollte, ist einfach, du hast eine Equipe gesehen, die lebt, eine Equipe gesehen, die kämpft, eine Equipe, die gut verteidigt wird, also natürlich noch ein bisschen unglücklich, gerade beim der Keeper ganz cool, das war halt ja, der Kaffee. Ja. Der Kaffee kommt, der Ball muss blöd. Du siehst doch, war ein Keeperfehler. Für mich war das kein Keeperfehler. Ich stand selber jahrelang am Goal. Den ist extrem ungünstig blöd für einen Mob getippt. Ne? Das muss ich natürlich auch so. Aber du hast eine Equipe gesehen, die lief, eine Equipe gesehen, die alles rausgeschmissen hat. Aber was mir gefehlt hat, ist einfach mal ein anständiger Plan, was Offensivspiel betrifft. Und du hast froh, die sich, und da sind wir nicht nur genug dabei, die froh, die sich da einfach mal stellen ist. Gibt den Trainer do kein anständig Viergabe, was Offensivspiel gibt. Ne, götten die nicht vier, götten die nicht vier, oder götten sie vier, und sie kriegen nicht hin, sie umzusetzen. Ich bin ja noch froh. Lützburg, momentan, wir hatten immer Lützburger Trainerin. Was wäre, wenn wir wie die anderen Teams machen, wo wir einen internationalen Trainer kriegen? Vielleicht wollte ich meine, suchen für einen internationalen Trainer. Wir sind ja im Gespräch, ja. Also wir hatten ja für Jahren dann Simonsen, boah, das war schiefgegangen. Ich meine, das hat Renner, das schwätzt wohl Teil. Aber du sind da ja, wen so ein bisschen Nordkrieg so ein Gespräch. Ich meine, du gehst mal Richtung Bildzeitung oder mehr. Ich denke, du sind da so ein Gespräch, Robin Dutt, den hast du hart Molen, war so ein bisschen da und rumgeschwert, war den Herren hört. Dann hast du den Trainerschule, leider Gottes, vergiss mal den Namen abzuschreiben. Wenn ich den Namen vergesse, den Trainer von Mali, ganz genau. Französ ist das, den auch so ganz extrem auf die Jugend setzt und so. Also, ich denke schon, dass sie das in die Richtung so denken. Aber das ist nicht der richtige Weg. Für mich ist es an dem Punkt nicht der richtige Weg, weil wir uns ja alle bewusst sind, dass für Robin Dutt zum Beispiel Lützeburg nicht anders ist wie das nächste Sprungbrett. Wie ist sie komm schon. Also, nee, dann. Willst du mir so wirklich so Lützeburg schwer für einen Trainer? Nee, das ist die falsche News. Also, wie du anfängst, also, wen. Dann denke ich, das ist doch egal, wen das gesagt hat. Habt ihr bringt Leistung, habt ihr nicht die richtige Idee und nicht dieselbe Message und die Kipp. Für was nicht mal. Nee, dann denke ich, für was nicht mal wie weit denken. Ich denke, ich schon lange betont. Profitiert doch davon, dass die zwei so große Fußballländer nie auf der Höhe sind, wie Frankreich und Deutschland. Ne? Und wie sieht dann, dass den Dutt nicht wirklich Bock tut? Nennen wir den Dutt, falls es wirklich hin so wäre. Wie sieht dann, dass der nicht absolut mega Bock darüber hat? Verstehst du, weißt du nicht, wie ich kann doch so, wieso nicht absolut mega Bock darüber hat. Weil ein Zehntel, du verdient, was du beispielsweise... Und das ist doch scheißegal. Das ist doch scheißegal. Das ist scheißegal, was du verdient, wenn er sich nicht bringt. Von den aber als Nationalkipp weiterbringt. So gesehen ist das. So funktioniert das. Das interessiert mich viel zu kurz, von denen du 20 Mil oder 100 Mil, von denen als Nationalkipp weiterbringt. Ja, aber du den Dingen, der rote Löw, den drehst du mit Stolz. Ganz genau. Lass mir Robin Dutt doch scheißegal. Und du den da mal Lützburg. Das ist egal, ob Hauptsache bringt das richtig und Spieler. Verstehst du? Da soll man immer wirklich, man geht ein weit sichern, aber so Robin Dutt könnte du hin, und die packt den sich mit Lützburg für die Teilmeisterschaft oder für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Das ist du noch, weil ich unterstütze nicht, weil die Versuche. Nee. Aber was geschieht da noch? Und dann sind sie fort und dann fangen sie dann zu viel. Das ist du hast Lummes, das ist keine Spekulation. Nee, aber ein Nationalkeeper ist immer, muss immer ein langes Projekt sein. So ein Engländer so, und dann hast du doch den Tuchel geholt, weißt du, von dem Trainer gut ist, wenn ein Trainer passt. Nee, okay, das ist eine große Nation. Ja, vergiss es. Wenn Dinge als Joshi Lüttinger Meinung, alles wie falsch. Nicht komplett unrecht guckt, viel vergessen, den Topmüller, den du Eintracht-Trainer ist, an dem hat Eintracht schmengen auf der Platz Nummer 2 von der Bundesliga ist, an den Enschen und die Bayern drin, die hat den Titel trainiert für Jahren, wie nur aber top war, aus dem direkt auf Bayern gegangen, wo Bayern auf Eintracht, das ist nicht komplett unrecht. Ich meine, wir waren noch für Grün und Belgisch. Ja, auf alle Fall, von Mäßigkeit da ist.
von denen du 5 gut Match mit der Nationalequipe mischen, dann kann jeder in einem Verein, das ist deren Frucht. Wir sollen man nicht das Maximum da rausholen, das ist der Land. Bei Portugal ist das selber. Der hat doch mega Top-Trainerin an der B-Mol gehen sofort, mir ob manst, ich schätze nur von Sporting Benfica Porto. Sie bleiben ein bisschen da und dann gehen sofort, mir ob manst, als eine Leistung da geschieht etwas. Ja, wie die Situation an einem Verein ist immer besonders, das ist ja in der Nationalen. Etwas, was ich dir noch so den Dingen ist, Sommerlohe, das ist wirklich so. Das richtig was die Jupp sieht, okay, Sommermol, das geht in die Richtung. Dann, so nicht aber Novelle, was Trainer ist aber da vielleicht Mattwort wird, von Erfahrung an, von Aussichten über den Fußball, weißt du, auch über die Mentalität, er ist ein großer Fußballer. Du denkst nicht, dass das etwas ist, was wir können verwerten, was uns etwas bringt. Verstehst du? Also ich denke, wenn wir Logie für wirklich ganz primitiv aufwiegen, was Plus und was Minus sind, denke nicht, dass mehr Plus dabei wäre wie Minus. Aber bon, eure Option, das ist auch mein frohen Erste bei uns. Und wie sieht der das? Also du wärst wirklich, du siehst nicht wirklich persönlich extrem daran interessiert, wie der das sieht, die Diskussion hier. Seht ihr durch der Meinung wie die Jupp, die sagt, nee, das wird nicht, das ist nicht für uns, den ist im Fort, die bringen das nicht, oder so, da, okay? Das, was du siehst. Die ist vielleicht nach extra kein Stelle will, dass du die Kurs bleibt, ja oder nicht? Aber ja, wie soll es gehen? Also, das wäre ja auch natürlich froh, wenn es ja nicht dabei ja, nee, ich wollte nur spezifisch gerne wirklich wissen, wie der das dabei sehen, wie der das heute noch schätzt, die Diskussion. Das gibt mich wirklich interessieren, ob der gibt auch versichern, auch von den Dudlo gibt tatsächlich so ein, hey, ich bin mal doppelt Karten, ich komme sonst für 3 Jahre, 3-4 Jahre. Da gebe ich noch Wellen holen, aber wie seht ihr das? Also ich bin gespannt auf eure Kommentare. Na, natürlich, bitte, ich hätte sowieso noch gefragt, der Lukas soll ein Trainer bleiben, ja oder nicht? Weil du nicht wirklich ein Gefühl am Land, so eine Dynamik entwickelt, dass immer mehr Leute sagen, die soll gut. Also das tust du vom Gefühl her, kriegst du dass Leute sich komplett gegen den angeschossen haben. Das war die erste am Stadion, dass ich mitkriege und eben, dass auch so Diskussionen waren. Ja. Aber du, wenn so ein Schmiert geht, aber dann auch ganz schnell vergisst, was tut den dann mit dieser Nationalequipe erreicht. Das heißt, auch den Ähnlichen, den das bis hingekriegt hat. Ja, wir haben mittlerweile ein paar Internationaler, aber die anderen auch geil. Also ich will sagen, wir sind wohl besser gehen, aber wen haben wir dann die wirklich komplett Recherche? Genau, das ist der Punkt, weil wenn du nämlich guckst, man kann nicht darüber diskutieren, hast du Drops gelutscht, hast du vielleicht zu lang, du holst den alten Kabinenaussspruch schon Brot und so weiter, dass das nichts mehr bringt. Darüber kann ich diskutieren, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Aber ich will einfach so, bis das so weit kommt, dass Lützeburg mal durch das Match spielt, das war ein langer Entwicklungsphase. Und die brauchst du als Nationalequipe. Das ist anders als hier im Vereinsfußball, weil als Nationalequipe hast du 2-mal Training für einen Ländermatch, und wenn du mal einen Turniermatch spielst, und da sind Lützeburg, wenn du keinen Turniermatch spielst, da bist du mal 5 bis 6 Wochen mit der Equipe zusammen. Das heißt, du hast viel mehr langen Prozess wie an einem Verein, die Equipe so spielen zu müssen wie hast du die Sicherheit dann noch beim Lützburgischen Trainer? So mal nee. Es geht mir nicht darum, dass es kein Trainer aus dem Ausland darf sein. Mir ist das nur so ein Robin Dutt zum Beispiel gegangen, den sich Interessen 100% mehr drauf leihen, und irgendwann einen Topverein zu trainieren. Wie Lützeburg. Es kann auch sein, dass den Jeff Sabine kennt, und dass den auch gesehen hat. Ich meine, dass du 2 Jahre, wenn du ein Angebot kennst, den Sport, verstehst du? Also, ja, ich gesehen, dass dort ich denke, dass du, ja, das scheint nicht viel richtig was. Ich will nur einfach so, du gerade wie du immer siehst, mit Stolz, den Trikot und so weiter und so fort, was Spieler betrifft. Du hast halt echt einen von Eis, den das mehr lief, wie ihn, die schon am Hannerkopf die ganze Zeit wird, bei den nächsten Vertrag. Das weißt du nicht, das kennt auf den Charakter, das weißt du. Das kannst du, das, was du siehst, das ist rein Spekulation. Vielleicht läuft ja auch. Das ist auch rein Spekulation. Vielleicht hin, aber auch besser aufräumen, wie das letzte Mal das war. Das wird geschaut. Das ist auch gehen, okay, besser aufräumen. Ja. Man hat ja für das noch vor Braunschweig. Dortmund. Will Dortmund. Achso, da haben wir Dortmund lagen. Also, das ist ja immer zufrieden mit Nuri Sahi. Das kann ich nicht mehr. Da sind wir auch zufrieden mit uns. Ja, ganz diplomatisch. Nee, okay, also ich denke, das geht sowieso. Das ist eine Diskussion, das werde ich noch ein bisschen wie lange begleiten. Aber das ist ja nicht nur mit Lützeburg gespielt und auch die anderen Länder waren am Ansatz. Zum Beispiel, für das Lodregen mal Matthäus rund zu bringen, Portugal. Der hat 5 gegen Polen gewonnen.
Schnicki und tatsächlich bei der zweiten Halbzeit vergisst Resultate dabei schreiben. Also der generell Portugal ist ganz gut in der W, wer doch Tabelle weiß. Also der sieht gewonnen. Voilà, der sieht ja schon der Tabelle souverän, 14 Punkte, 6 Punkte für Kroatien. Die Nachpunkte in Schottland 7 Punkte obwohl fair. Viel mich schlimm wie das Portugal von der gewonnen hat, dass das die Spieler von Polen und uns helfen mit Ronaldo dem sie von der verloren und ganz Polen ob der erklappt seht als das dann normal dass mir feiert an der Tabelle sehen und dann um einen Spieler von man die Selfies mit Ronaldo ich fand das geht überhaupt nicht ich fand das in aller Sau da muss ich so wieder raus so wie das ich weiß noch dass die Götze den muss Summe gestempelt ging aus wo noch zu München gespielt wird sind sie aus der Champions League feier von der Wegen die Barcelona untergegangen ich weiß nicht wie weit das war und die steht um Terra man Ter Stegen zu lachen und zu gagsen den aus dabei will Kichen komisch du siehst du mir der Verein ist mal scheißegal Ja, naja, so international. Ja, also, genau. Du nimmst davon erwähnt, dass du nicht 1-0 verloren hast, mir davon erwähnt, dass du schon ein bisschen deklassiert. Und dann müsst du nach Foto mit Ronaldo, den du sicherlich als Polenspieler wahrscheinlich auch in Frankreich sein kann, jetzt begegnen. Ja. Dann absolut ist das so gut, dass wir schon ganz leicht dabei. Wie sieht der Portugal? So mal los. Wer machst du? Wenn du 20 noch Stück an aber wie sieht der momentan Portugal? Ehrlich gesagt, dass die echt Kehr, nun gestern in Eid gespielt, von ich mich nicht irren, dass die Kehr, wo Portugal so Equipe an haben. Wir hatten immer eine super Equipe, 11 Spieler, mit kein gut Ersatzbank. Und das Jahr haben wir endlich 2 Equipe an, mit denen wir können spielen. Stimmt, du denkst fantastisch Equipe. Also der gehört für mich zu den Top. Zu Top 3 Equipen. Also Portugal gehört so die Überraschungsequipe an 2 Jahren. Also wäre der Überraschung, ich denke mal nicht. Also nee, für den Fußball verfolgt wahrscheinlich nicht. Spielt Ronaldo den auch? Ja, 100%. Ja, das wäre ein Löschungsrick. Ja, die spielt. Das gibt es in der Show. Du kannst ja auch mit anderen diskutieren. Du, wie gesagt, mit Ronaldo gibst du so. Keine Spekulation. Ja, mach das. In Jonas Pulmer zu sehen. Ich hätte rausgeschnitten. Ronaldo, was du, weil Portugal ist das ja ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema. Du hast pro Ronaldo und die so ein Einkommen. Das größte Problem ist, Portugal hat keinen richtigen Stürmer. Und der Ronaldo, aus dem den Platz da kann machen. Und hier hat er doch bewiesen. Das ist Ramos, das ist ja, mit dem hast du im Moment wirklich. Also alles, was Jean Felix ist. Die aber Spieler mit Qualität, die ist aber schon im Hickeys kreieren. Danke schon, ja. Also die verliert ja nicht total kicken. Also ich denke, ein Spieler entwickelt sich oder wird immer besser oder bleibt da voll im Summe spielt. Wenn irgendwann so weit könnte, dann musst du spielen, weil Ronaldo nicht mehr da ist. Da performen die auch. Und da ist schon fantastisch kritisiert, dass der Matgoal sind, die an Vereine spielen. Beim PSG spielt er anders nicht viele. Ja, dann muss natürlich so, das ist immer eine Sache von Optionen, die du hast. Das hat, guck, wenn man gesehen, der Gerson Rodriguez, hier spielt mal kein 20 Matcher Saison. Dafür sind ein bisschen auch noch anders, das selber wie den Ramos etc. Ob man der Ronaldo hinaus wirklich aktiv eine ganze Saison? Ah, schon sowieso, wie hast du die Meinung zum Ronaldo? Also ganz ehrlich, denke ich mir, dass der Ronaldo als eine Identifikationsfigur in Portugal, das ist ich möchte auch ganz viel Benevol-Sachen, ich meine den Hotel, wo Leute logieren und so weiter. Das heißt, der Ronaldo feiert Portugiesen zusammen. Ich denke, dass 99% von den Portugiesen ihn feiern und als Idol gesehen für Portugal. Er möchte ganz viel für das Land. Und das feiert auch dazu, dass die ganze Equipe hier respektiert, von seinem sportlichen Sinn und von seinen Nerven, menschlichen. Und ich denke, dass so viel Männer egoistisch Terra gehen, dadurch Portugal auch profitiert, weil sonst hätte nie ein paar River gelöst auf seinen Matchspieler. Das möchte mittlerweile, weil sie auch sieht, kommt, geht nicht mehr, möchte, geht die Equipe. Und ich fand, dass das eben in der beste Ronaldo, obwohl er am Verein wahrscheinlich ein gutes Niveau hochgegangen ist, aber an der Nationalequipe aus einem immens Gewürz, integral an der Equipe und ich meine, geht auch viel mehr wertgeschätzt von der ganzen Equipe. Und das möchte ich eigentlich so gut, weil sie hin auch mittlerweile feiern. Also es war wie so ein Fremdkörper vielleicht an der Equipe. Aber das ist die beste Ronaldo an der National. Also ich fand schon immer der Ronaldo, der Vereins-Ronaldo und der Nationalequipe Ronaldo waren zwei verschiedene Menschen. Natürlich schon immer vor mir, du hast absolut recht, dass viel mehr Mannschaftsdenglisch gehen.
Ich denke sogar an die Option, man muss ja so ein Turnier ausrechnen an 2 Jahre, dann hast du noch ein 2 oder 1,5, dann hast du noch 1,5 Jahre mehr, obwohl sein Körper ja so gut trainiert, dass er wirklich beihält. Ich denke aber, sogar wenn der Fall wäre, dass er nicht mehr den Niveau spielen kann, den er momentan sogar noch spielt, dass er trotzdem wichtig wäre, für dabei zu sein im Turnier. Wir müssen dann natürlich gucken, den Ego zurückzuschrauben, vielleicht zu sagen, hey, ich hätte dich gerne als Joker, man muss sehen, die letzte Viertelstunde oder so. Und ich denke, dass das an Portugal, ein Verein wäre das ein Problem, aber für Portugal, für die nationale Equipe gegen das machen, also ich komme darauf, was ich gebraucht habe. Ich meine, das beste Beispiel ist, wo du verletzt war genau. oder rausgekommen ist und auf der Seite lehnen, wird noch mega gecoacht wie der Coach. Das ist zum Beispiel, also das hat mich mega gefeiert. Wäre ich Portugies, was hätte ich das gefeiert? Weil ich fand, mehr Patriotismus kannst du nicht weiter. Ich denke nicht, dass das Show war, ich denke wirklich, das war den lief das. Der Faszinierende Sache ist, musst du gucken, alle guten Dinge, die du mit Team an der Equipe spielen, die haben früher hin am Fernsehen gesehen, da wollten sie sie wie hin. Das ist so, du spielst mit denen zusammen. Das ist ein Phänomen. Dazu den Italiener. Italien hat 1-0 an der Belgien gewonnen, so ein gestern gegen die Franzosen, daheim 1-3, ja, 1-3 verloren. Wie schaut die Italiener an? Sie sind zweit, gell? Sie sind die, was ich da abgeschrieben, die Italiener sind die Zweite, die punktgleich mit Frankreich, ja, die 13, also 13 Punkte, da können Belgien 4, ja, die sind aufgeschlagen an Israel. Das soll jetzt die Italiener. Ich fand das so beim guten Weg gesehen. Obwohl sie hatten nur verloren, ich fand sie aber immer beim guten Weg. Den Yves hier kannst du aus. Ich wusste nicht rausgelost. Also meine Freundin ist Italienerin, die interessiert sich absolut null für Fußball. Ich muss immer gezwungen, du heimlich auf Toilette den Fußball gucken gehen im Handy. Und dann der Patrick rennt nicht nur. Du guckst noch immer nur nicht. Ganz genau. Nee, aber, ja, ich fand die Italiener sind richtig weh. Und für mich froh an der Tabelle stellt sich mehr. Mit Franzosen ohne ihre Superstar sind die besser ohne ihre Superstar, sind die nicht schlecht. Ja, das ist ein guter Superstar. Ja, das ist ein ganz weil das so wie wir gerade über Portugal gesprochen haben, Portugal und ich Gefühl, die wäre besser mit Ronaldo und man denkt ein besserer Ronaldo und das Frankreich wirklich besser mit Mbappé oder ohne ihn. Das offensichtlich weisen sie, dass es genauso gut ohne ihn geht. Und mittlerweile habe ich gelesen, dass noch am Verein sogar Bank gesagt wird, für zu starten. Ja, du hast natürlich. Phase, du hast natürlich nicht unrecht an dem, was du siehst, weil das ganz viel möglich ist, wenn du Rang über kollektiv kannst. Du sagst im Moment an Deutschland, bei denen ist das so, weil die Superstars halt gerade nicht gehen. Ne? Also vielleicht wird so eine Musiala. Geben wir die schon aus wie noch. Ne? Ja, so. Ich fand, du sollst gerade Teildienst, okay? Du musst auch so, ich fand in Deutschland generell, wenn ich die letzten 20 Jahre gucke, außer die Klose, ich fand, dass sie nie die absolute Weltklasse-Stimme hatten. Sie hatten immer so Stürmer, die halt einfach. Was? Ich finde die letzten 20 Jahre. Du hast die Klose, du hast den Gomez. Ich spiele so ein Ass, den Dingen aus bei Deutschland sowieso. Sie hatten immer so Stürmer, die auch an das System passen. Weißt du, der Kleindienst, auch der Füllkrug, weil als Gewaltstürmer, wir passen an das System. Da sehen sein Zweckerfeld dafür. Guckt, dass ein Hege Ballera kennt, und der guckt irgendwie, dass eine Kamera knüpfen, dann irgendwie drücken, dann rücken, dann kann ich so so. Also jahrelang wolltest du das denken hinzufügen, weil Podolski, Klose, Gomez, Top-Sturm. Ja. Aber weil Jaffa so ass iwwer kollektiv ass ganz wie méich an du gesäis Moment bei Deutschland auch wie stark se sinn iwwer kollektiv. Podolski war ke Weltklasse stürmer. Podolski war ke Weltklasse stürmer. Podolski war net Weltklasse. Podolski schon mega gern, das gut Spiele mit war net Weltklasse. Weltklasse für mich besacht. Ich verstehe Kabels mehr. Ja, gerade doch. Das ist die Meinung. Ja, das ist die Meinung. Ich schwätze mir selbst, aber du aber einfach fertig. Ja, so. Ich habe nur 3 Mal probiert. Du hast etwas kollektiv als viel möglich und du merkst bei Deutschland, dass das funktioniert. Und du hast auch bei Frankreich gesehen, ohne Mbappé, das ist möglich, so gut zusammen gespielt und so weiter und so fort. Das geht, aber es ist, und das ist bei Deutschland auch gemerkt, irgendwann kommen dann die Matcher, wo schwätzen wir von einem starken Gegner an der Viertelfinal, Halbfinal, Final und da brauchst du die Spieler, die den Unterschied ausmachen. Deutschland tut im Moment hier so hin,
wo ich gesehen jetzt sind zu jung für die Aufgabe für die Rolle so ein Schlummel an Frankreich braucht für so ein Match Mbappé. Natürlich das Finale gegen Argentinien gesehen. Okay, sind sie verloren, aber den hat den Unterschied gemacht. Ich fand, da sind die Spieler dann aber wichtig, was du brauchst. Jay, du sagst da nicht. Ja, ich weiß gesagt. Ich sind noch meistens Dinge am Ende. Ich gebe mich nicht mehr trauen, dem Don Jupai zu schwätzen. Wie sagst du da, die Mbappé? Ja, also ich fand, dass in Top-Übergang für auf Eis nationale Equipe kommen mir auch Superstar, wo bisschen lappt oder wo viel diskutiert wird, ob die warten soll Teil von der Equipe sind oder nicht. Und das ist Jackson Rodriguez. Nee, das ist aber so. Ja, das ist aber genau dasselbe Beispiel auf einem 10 Niveau drin. Mit das aber so ein ähnliches Beispiel. Das ist absolut recht, ja. Leute, aber auch den Unterschied gemacht und du Glück holst so in den Arsch geraten. Ja, da steht ein Unterschiedsspieler. Ja, ein Unterschied ist vielleicht ein Interview, nur Match. Ja, das ist vielleicht ein Riesenunterschied. Das waren noch. Ich meine, RTL geht immer als echt gucken, wenn du RTL guckst, no Match, hin ist immer eben den Echt, die sie vorgeben, weil das sie sucht selber, dass sie macht die spannendes Interview, weil ich einfach kein Blatt für den Mund. Und ich überlege doch manchmal nicht viel, was ihr seht. Aber ihr seht einfach jeder raus, das ist auch authentisch, muss ich sagen, das nicht möchte. Ja, was ich wollte sagen, ist, hier ist ja auch nie auf dem Terrain viel kritisiert gehen, und dann, ich weiß ja nicht, was viel gefallen ist oder nicht, das geht das ja nicht aber froh ist, soll der noch Teil von der Equipe sein oder nicht? Weil mittlerweile gesagt, die hat ja auch viele Equipen, dass sie nicht mehr dafür zecken, die Starren auf der Seite zu lassen. Aber bei ihm so ich mir, das Einzige, was ich gut fand, ich schätze nicht davon, was den auf dem Terrain macht, weil das ist kein Wert geschieht oder nicht, ich schätze davon, was Terrain macht, interpretieren nicht, weil man ist kein Fußballprofi, ich fand, den opfert sich immer total op für die Nationalkinder. Ja, die Kircherspruch, die dann waren wir mal bitte umgegangen, da waren wir am Gegenspieler umgegangen. Du hast gesehen, der hat den unbedingt wollen. Also den sich nicht für die Kipp opfert, ging ich nie so. Ja, und ich muss auch ganz klar sagen, wir sagen immer, der Fußball gegen Tippe verloren, den Fußball gegen Tippe verloren. Wann mal ein Tipp aus, wir kriegen direkt von allen Seiten auf den Deckel. Können wir darüber wie weit du gehst. Du musst ich so, du verlierst der Leber als letzte Woche dann 3-4 Matcher. Wieder der Gen du Hund, den vielleicht einen Tick zu weit gegangen ist. Das ist halt das, was ich der Letzte gesagt habe. Da hängt immer davon auf, ob der Equipe so viel ausmischt oder ob sie das vielleicht auch witzig fanden. Du weißt doch nicht, wie die Typen ticken, ne? Wie die das gesehen haben. Du stehst schon mal nicht dran. Ja, für allem wissen wir nicht, also wir wissen nicht, was im Privatleben geschieht. Ich meine, Leute, die an der Öffentlichkeit stehen, die gehen auch mal gerne benutzt, für keinen guten Püpp zu kriegen. Natürlich. Das wissen wir als Influencer noch besser. Da sind einfach viele Leute, die da wollen schulden oder von der profitieren wollen. Natürlich sind die Sachen geschickt, die ihm reprochiert, ja oder nein. Das hat hier gestartet, da gehen 2 Versionen. Und voilà, da werden sonst immer, da sind wir letztes Mal jugieren immer immens schnell. Über Leute, wir haben immer schnell eine Meinung. Ja. Oder wenn bei einem gut lebt, will man das direkt schlecht machen. Das ist eine Volkskrankheit, die wir haben. Und da werden sonst mal die Jungen, solange sie sich komplett opfert, also sobald kein Beweis geben, dass die ganz schlimme Jungen aus dem Terrain. Wieso soll den Trainer nicht mit dem Plan einen Opfer zu scheiß die meisten Goler? Wenn er wirklich nicht sich zur Schuld kommen gelöst hat, dann wieso soll der Junge da los? Also gewonnen. Ja. Also gewonnen, sich etwas zur Schuld kommen gelöst. Du hältst dann du hin, du hältst dann halt zurück. Das ist natürlich als Trainer schwächst du mal ein bisschen, das hat auch nicht ein bisschen kommuniziert gehen. Er hat einfach müssen kommunizieren, der geht just die 2 Matcher nicht mal an der Null zurück. Er müssen direkt gesund gehen, nicht nur suspendiert und dann holen zurück. Er hat seine Position ein bisschen geschwächt. Aber das ist nie zu spät zu sagen, das ist nicht gut, das ist ein schlechtes Bild für die Welle, das ist nicht kollegial gegenüber den Matchspielern und so weiter und so fort. Also schaffen wir zusammen und so etwas wie 4 können. Alles das ist möglich. Auf jeden Fall, ich denke, dass das ein Thema ist, weil ich noch Wert lang begleiten. Ne?
Vielleicht tun wir gestern nur ein Kai setzen. Ich mich nämlich zum Beispiel ganz stark interessieren, was der gestern Rodriguez selber wirklich zu den 4 Würfen du seht, ne? Wie ihn das gesagt, ne? Weil das wisst du wieder ganz so. Ne? Und Pagutin, gestern, du warst auch gut, was du willst kommen, also ein Humpen-Hattrick, wie gesagt. Wir sind da absolut offen dafür. Und, ich denke, ne, das ist halt immer etwas ernst. Wenn eine Person selber kann einfach mal auf den Tisch oder so und halt. Da ist alles schön und gut, du hast es geschieht, aber es war nicht 100% so, dass ich kann selber mal etwas klarstellen. Oh. Auf jeden Fall, ich bin noch reingekommen, ich schon gut nicht auf Dauer eingedrückt. Auf der Wecker hat ich... am Gefühl schon gewesen, wir sind schon lange. Ja, wir sind schon ganz lange am Gangen. Auf jeden Fall werden doch noch weitergehen mit den Ländermatchen, das ist eben aktuell so. Nicht waren das Ländermatcher-Time und dafür werden wir auch nur noch die anderen Länder ein bisschen in der Club holen, aber das Ganze gleich nur enger klenger Pause. Dir, Damen und die Herren, das Weekend ass zu Reimisch beim Derem eng Fatzeschloss, und zwar Freitag den 22. aus 70 an 90 Party, mam DJ Hamid, an den Dachtenlo gëtt aufgefeiert, mam DJ Pronto, kommt rouech lerncht wie immer zu Reimisch beim D, et kann immer gut gehen. Weiter mit, wir wollten am Anfang über Italien schwätzen. Wie man die auch schätzen. Wir waren da ein bisschen. Ja, wir kennen das okay. Das ist am Anfang kennen wir so. Und ich kriege gerade etwas gewesen, ganz okay. Es geht drin aufgeschweift, weil ja, es geht drin penibel. Natürlich. Den Herr Basuki aus dem Dom. An dem Herr Basuki, das ist etwas abgefallen. Du sollst von 4 Misch sehen, mit dem scheiß mich immer hin. Hey, ich habe einen Euro nicht dabei. Was ist das? Auf jeden Fall muss ich bezahlen, weil ich wusste die Nummer nicht vom Nationaltrainer von Mali. Das scheiße ich aber okay, ja? Leute, den hat recht, ja. Den darf ich bezahlen. Ich darf es nicht mehr mitbringen, weil, wie gesagt, am Anfang sollst du. Du sollst ihn so von denen kommen. Er hat mal abgehalten, du könntest ihn direkt bei mir sagen, Jay, ich muss das so, nicht wahr? Du willst nicht für dich löwen oder willst nicht das so, geil. So, das macht mal hier. Das ist 2 Euro. Du wusstest das nicht, geil. Nicht, das wäre keinem mal abgefallen. Nee, okay, Jimmy, okay. Italien. Wie sieht das im Moment? Ich sehe es aber einen guten Weg, obwohl sie nur verloren hat gestern. Ja, also das ist immer schwer so. Das ist relativ am Anfang von einem Prozess. Ich meine, dass die Equipe auch nach jahrelang kann gut zusammen performen. Ja. Das hat bei Italien Menge gefehlt, schon seit einer Ewigkeit. Wusstest du das Gefühl, sie sind auch immer am Umbruch. Ja, das ist genau das. Immer wenn sie meinen, sie wären so weit, da verkacken sie drin. Ja. Und sich, sie sind immer auf einem guten Weg. Und immer, wie gesagt, immer wenn sie da meinst, sie wären so weit, dann... So war das doch nicht so lange her, dass Europa mich. Genau, und die können ja drauf und sie sich nicht für Turnier qualifiziert. Ja, aber ich kann aber nur, wenn du dann Menschen guckst, wie so, außer gestern, war von der Stadt aber bist du so, mal so nach den Stürmer, den Rettigui, man trifft was wie schon antun, den ich fand, den vielleicht nicht der größte Weltstürmer aus, den aber wirklich ein Stürmer aus, der weiß, wo der Goal steht, mit dem es wirklich kann so fangen können. Du hast den vom Winter, den, die gefällt mir, du hast tatsächlich Stellung verlogierst. Der Mittelfeldspieler vom Winter. Der Barella, nee, der Barella. Nee, ich habe mich noch gerettet. Der Barella. Lösung ist mich auch geschossen, das ist krass. Wow. Der Barella, ne. Ich gesehen, also du hast absolut recht. Also du siehst wirklich viele Jungen, die richtig gut kicken können. Ja. Und ich fand auch, dass der schon öfter gesagt hat, auch Serie A fand ich kritisierend die Klasse, die sie hat. Und das dauert natürlich. Aber sie sind im richtigen Weg. Aber sie sind absolut im richtigen Weg. Das Problem bei den Italienern ist noch ein bisschen, wenn du guckst, durch Nationalkippe sind da viele, die halt nicht bei einem Top-Club spielen in Italien. Das könnte aber mit Sicherheit noch, wenn das so weitergeht. Ich finde Lastkehr schon einfach gesagt, ich fand die italienische Equipe also immer so ein bisschen wie ein Haribo tut Colorado und du mit Namen so rangreifst, du weißt nie, was du kriegst.
Also Das ist Italien, immer Spielen, das, Italien ist wirklich von anzuschätzen, sie kieten beim Turnier an der Gruppephase rausfliegen, also können das Dinge Ja, gewonnen. also ich bleibe dabei, bei den Italienern, das ist wie bei den Deutschen, man kommt so durch, sie doch immer, guckt, dass sie an der Führung irgendwie eliminieren, dass sie nicht durchkommen, weil wenn sie durchkommen, dann geht es sauer. Genau. Egal, ob sie die großen Superstars sind oder nicht, die Kollektiv sind die Mentalität, sind die Cup dafür. Und das müsste so gefährlich sein. Ich denke noch die Italiener, generell, wenn ich ihnen nur gucke, so wie Julien und so, dass du wirklich mit ihnen aber rumzurechnen hast. Also, wäre für mich noch keine Sensation, wenn sie da weit kommen. Das ist noch ein weit Stück, aber ich fand schon, das kann ich ja mittlerweile immer gucken, was sie da machen. Okay. Bin immer noch. Ich muss aber auch so, Ja. dass ich doch mal da verstanden bin. Mit mehr oder mit 10? Zwei gute Argumente. Und ja, voilà. Wir können dann nächste Equipe gucken. Holland. Wie sieht das Holländer? Die auf 4-0 gewonnen gegen Ungarn, gegen Bosnien. Das muss ich auch entschuldigen. Ich habe tatsächlich 4-0 vergessen. Ein Resultat abzuschreiben. Ich denke, du wirkst mich auch schon im Dashen. Wie sieht der Holländer? Bei den Holländer wurde so über Jahre schon gefehlt zu werden, aber Sie sind 10 Jahre im Bruch. ja, wie bei denen das doch immer so an. Und auch nicht so viele Leute, die bei richtigen Top-Clubs spielen und die jetzt spielen, bringen du nicht wirklich das, was sie schon einmal gebraucht haben. Und du guckst, was sie so hatten. Sie sind wirklich ja, nicht ein Weltklasse-Stürmer. Weil du kommst schon, du kannst vor, ist gut, aber das geht Weltklasse. Ja, der Weschhaus so nicht. Wen denn? Der Weschhaus, den hat Nee. bei Wolfsburg hat den rumgegammelt. Das ist auch kein Weltklasse-Stürmer. Also, auch den. Aus der Weltklasse. Okay, nee, komm, du lachst. Nee. Du sollst. Ja, Aus nee, der Weltklasse nee. ist die Weltklasse. War hin Nee. und Sänger Primetime Weltklasse-Stürmer. Also ich muss nur wirklich mal zwei Face. gekämpft. Ja, der Schwede geht noch viel schwer. Ich muss nur wirklich mal zwei Schnee Face wirklich herangerätschen, ein richtig Blutgrätsch. Wenn man so, der Podolski war kein Weltklasse-Stürmer, dann halt mal direkt auf, darüber zu diskutieren, ob der Weschhaus hin hast. Nee, du hast recht. Ich verstehe gut nicht, mit du hast recht, aber. Merci. Du ja, man Podolski. Merci. Sorry. Okay. Komm, okay. Mir auf jeden Fall, der Pay war nach den Einzigen, der relativ nur drauf war, eine Zeit lang, den er so holen hat, nämlich dabei, Holländer generell, von nicht, also, keine Nation, wo du siehst, die musst du unbedingt fertig, ne? Ja, also du, wie gesagt, als du guckst, was die Demos und Terrorstuhl hatten, an Lo, Wie sieht das Spanien? Spanien muss als Favorit. Ja. Aber es muss nicht so als Favorit, das ist nach einer halben Jahr. Und aber natürlich die Equipe mit dem meisten Potenzial. Aber wenn du die Spieler am richtigen Weg bleiben, dann ist das doch immer so eine Generation, wo Spanien nicht Land geht. Die sind allerdings auch, ich weiß, du greifst schon vier, auch bei den Engländern so, Lohn kann man einen neuen Trainer gesagt, die Welt auch nicht ganz anders aus, weil die hat auch einen Kader durchstehen. Und ich meine, dass die stärkste Generation über die nächsten so 6 Jahre die Spanier und die Engländer sie werden. Weil auch die Engländer schon für tun hätte Kinder sind, aber wie gesagt, das Haus geht für mich ein Trainer-only-Konzept. Ne? Die Engländer holen immer ein gut. Das seid ihr anders aus. Also ich kann, ich weiß nicht, dass ich mich kann, ich weiß nicht, dass ich mich irgendwie kann daran erinnern, dass die Engländer keine gute Equipe haben. Also das war nie ihre Problem. Das war immer ihre manste Problem, dass sie keine gute Equipe hatten. Also mir irgendwie bringt nicht auf den Terrain. Auch oder sie kommen mal im Finale und da verkacken sie. Also das ist ein Phänomen bei den Engländern. Ja. Okay, mit dem Goalkeeper weiß man nicht schwätzen, aber generell das ist wirklich, wenn du guckst, das Land, das Fußballland, wenn du guckst, dass die über Jahrzehnte kein anständiger Keeper da an die Goal noch kriegen. das ist korrekt. Der letzte Gute, wo ich mich kann erinnern, wo wirklich, und du siehst mal dabei, wo wir gespielt hast, war das von David Seaman. Ja, und die war nicht immer grandios. Das muss ich auch sagen. Aber es war tatsächlich, wenn du guckst, wie die Ja, war kein Kahn, kein Schmeichel. Schmeichel. Die letzte war, das war es eben. Da muss ich ganz klar sagen. Aber ich denke, Der letzte Weltkurs war der Golden Backs. ja, Wie lange? ja. Die können keine Bälle reinken, das werden sie. Schweiz ist besser Goalkeeper wie sie. Ja, das ist so. Aber ich denke, dass effektiv, als wenn du so über die nächsten 6 Jahre gehst, dass dann England und Spanien tongebend sind,
was Turnieren geht. Wahrscheinlich. Und ich denke noch, dass die Deutsch mittlerweile, da den du kannst Sohn haben, die könnten den einen oder anderen Duckwisch machen. Ja. Natürlich, das ist halt einfach gesagt, so, sie machen das ganz gut, sie machen das ganz ordentlich. Die 7-0 war gegen lieber zu bewerten, weil auch nicht gerade gegen Frankreich. Ne? Aber für die Art und Weise, wie sie auftreten, das ist ein extrem gutes Teamgefüge, das hat den Nagelsmann super gut hingekriegt. Aber ich bleibe noch immer da bei der Meinung, die ich für Druck geäußert habe. Es fehlt aber auch einfach ein Unterschiedsspieler. Und es fehlt ein ordentlicher Stürmer. Also ich meine, der Füllkrug also auch schon ein Herr mittleren Alters und Schlomol. Der Kleindienst, das ist Spätzünder, gesehen ich auch nicht auf einem Niveau. Das mittelmäßige Stürmer, aber das wirklich der Beste, das was Deutschland zu bieten hat. Den Under was gut. Den sind schon am stärksten. Den Undorf gesehen ist auch am stärksten. Den Schnallmann noch immer kann entwickeln. Ich bin nicht gedacht, ich bin direkt gemerkt. Mit den Undorf gesehen ist effektiv auch am stärksten und die gehen bei mir auch am Match spielen. Muss ich ganz klar sagen. Sowieso, der Kollektiv bei den Deutschen, die stimmt. Ja. Der passt. Der passt. Und du tauchst bestimmt noch den einen oder anderen auf, wo du so nicht so im Schirm wissen. Du hast mal verloren mal den Punkt, dass Spieler wie so den Hummels, der Müller und so weiter, dass die fortziehen und du kannst sie ersetzen. Sie hatten ja schon einmal probiert, wo sie Boateng den Müller und den Hummels aussortiert hatten und sie konnten es nicht den zu wen der sagt. Das kriegst du aber noch hin. Ich muss auch sagen, also du wirst mir wahrscheinlich nicht recht geben, aber ich hätte nicht gehört, dass die Stadt jemals nicht zu diesem Zeitpunkt so, aber ich denke tatsächlich, dass der deutsche Nationalteam so gut kennt, dass der Müller nicht mehr dabei ist. Ja. Ich bin ein großer Müller-Fan, ich liebe ihn, ich bin mega gern, aber mir kann Lo tatsächlich schmecken, dass wirklich Lo in der Zeit für dich denken ist. Ja, 100%. Ich könnte mich schon am Fausttrippeln, pardon, all Bayern-Fan, die Lo guckt, aber wird auch dem FC Bayern gut tun, wenn er nicht mehr da ist. Und du siehst den Neuen auch genauso. Das gesehen ich noch immer nicht, weil er akzeptiert ja aber die Reserverolle, verstehst du? Das kannst du nicht mehr bringen. Das sind alles Spielführer, die alle Guten auf eine andere Weise von irgendeinem Solo, Kovac. Den hast du geflüht, weil der ist schon mit dem Beschwere gegangen sind, die pro Etage mehr höher. Ja, du gibst von einer anderen Diskussion. Ja, das ist aber so. Kovac sprach nicht. Du hast einfach immer den Spielerrat, und du warst ein Hummels bei Dortmund genauso ein Problem, immer den Spielerrat, und den hat Murscht. Der Spielerrat sozusagen setzt immer die Interesse von den Spielern anscheinend, von den Spielern. Wenn du zu viel eigene Interessen hast, und du hast den Neuer für mich, das allerschlimmste Vorbild. Ne? Solo, Nübel zum Beispiel, hat schon viel echter Kind den Arschlohe wie ein Bomb. Der kriegt dann einen Vertrag dahin gesagt und hat gesagt, ja, du kriegst so viel Matcher Spielzeit, seht der Neuer nichts da. Pustekuchen hier, wir spielen all Match. Weißt du, und du hast wirklich, das ist für mich kein Teamplayer. Überhaupt nicht. Du hast den Müller vielleicht ein bisschen anstoß, der stellt sich ein bisschen mehr an den Denkst der Equipe, aber nur aber trotzdem ein zu groß angesehen, der bremst an. Guck, ein Teil kriegt viel zu wenig Spielzeit. Wieso? Weil es ein Müller da war, zum Beispiel nach Gimo ist. Das ist ja immer nach dem Müller. Das ist Blödsinn. Das ist große Blödsinn. Das ist doch die ganze Zeit so. Absolute Blödsinn. Wie viele Matches ein Teil gespielt das Saison? Ja, 2. Ja, ich denke aber nicht, dass das spezifisch auf Müller zu dienen. Natürlich. Die geht auf die Ehren runter, wenn du 3-4-0-4 bist, kriegst du Müller in ein Spiel. Ich denke, das hat so einen Schadental für Blödsinn. Weil ich denke, noch wenn du den Müller, dann merkst du immer wie ich weiß, wie ich geht. Also, ich will uns so nicht aufgeschaltet, aber die weiß schon ganz genau seine Rolle mittlerweile. Die weiß auch, dass das mir gleich Cäsar. Ich denke, nicht, wenn du gibst den Tello 3-4 Mal hin 14, dass den du gibst, wofür ich Ich denke, das Thema ist durch. Ich denke, den ist auch intelligent genug, für das ganz genau anzuschätzen. Also, ich halte das nicht für richtig. Das tut ja nicht mal Meuteren zu denen. Das tut immer das zu denen, dass du so. Aber du schwätzt mal über Bayern. Ja, egal, du musst durch. Ja, mehr mit das. Dass du so eine Legende dann hast, und die setzt du nicht recht von der Saison komplett auf die Bank. Das müsste nicht, das gehört sich nicht. Also gehst du hin Spielzeit. Die hältst du auf eine andere. Das ist einfach so. So, die offizielle Zeit von unten nicht ganz rüber. Ich gebe aber, was du denn gesagt zu Bayern? Ich meine gesagt zu Bayern. Okay, da könnt ihr so, ich mache gut zu selber einen Kommentar. Kann es nicht. Ja, jetzt sind auch immer Bayern.
Nicht mal da ist. Wie gesagt, da kommt doch, das, weil du warst so erstaunlich rüber. Ich weiß aber ganz genau, es juckt dich. Gerade dafür, ich bin deiner Meinung am plus. Also, ja, mir sicher. Nee, also ich muss ihm trotzdem minimal recht geben. Ich meine, dass im Moment der Müller ist einfach so ein Lebenskünstler an einer Equipe. Also einer ist der gute Launebär. Kit das auch noch gut performt, aber komisch. Also der Club, bei ihm sieht alles immer ein bisschen komisch aus. Das sieht nicht so aus wie richtige Fußballspieler. Aber das aber den eine Equipe kann zusammenhalten. Und an einer Equipe brauchst du so ein bisschen den Klon, den eine Equipe zusammenhält. Und das ist immer für mich der Müller gewesen. Und ich meine, das ist noch Lohn immer. Und, natürlich ist es nicht gut, wenn unter den Klasse-Klon aufhängt mit Stinken. Also, das ist eigentlich nie so richtig gewesen. Man hat aber auch Optionen fortzugehen. Und ich meine, das ist auch gut, wenn nur dieser Saison fällt. Ich gehe dem Jupp aber recht, an dem, dass ihr seht, am Moment, meine ich, bevorzugt die Company hin, weil ihr seht, okay, dass dem Jungen seine letzte Saison bei uns beschlossen, den ein bisschen spielen. Und den Teil, den noch die nächsten 10 Jahre, den kann dann ein bisschen warten. Weil er setzt den Müller oft auf eine Position, wo ein Teil geht spielen, sodass das dann einfach das Zeichen ist, was er gibt, von nichts zumindest, ja. Also so Delen statt. Aber nachher ist ich von den Typ, der wird sowieso früher oder später in Direktion und eine Funktion kriegen an dem Club. Da sind ich überzeugt davon, dass den doch will. Und da wäre das doch nicht schlimm, wenn er den auch Match spielt. Ja. Das meine ich nicht, dass nee, aber für dann auf die Nationalequipe zurückzukommen, nicht auf den FC Bayern, einfach. Und das ging ich so in der Nationalequipe auch, also der deutsche Nationalequipe, zum Verhängnis gehen, dem Löw, hauptsächlich dem Löw sind schuld, ne, weil immer so lange und die ganzen Spiele aus Dankbarkeit festgehalten. Und da ist immer über das Thema Entwicklung, es steuert einfach einen Entwicklungsprozess. Und den hast du einfach. Nur sind die alle nicht mehr da, nur müssen die Spiele liefern und das funktioniert. Gut. Okay, ja. Wie gesagt, ich muss leider Welt den Umpenetrik geht auch so lösen, aber ich denke, das ist tatsächlich wirklich gute Durchgang. Also, wir hatten noch keinen über ganz viele Nationalkippen heute geschwätzen. Ich will aber das wird dem Mikas Carvalho gehen, weil ich denke, du hast noch etwas zu sitzen. Du wirst da gehen, etwas raushauen. Also, für mich, alles, was heute geschwärzt wurde, ich bin wirklich komplett da verstanden. Und, ehrlich gesagt, für mich hast du mir geschildert, du hast nicht mehr zu sagen. Das ist schlecht, Schlusssatz. Ja. Ja, schon da der Message gelehrt. Und ja, das war cool. Vielmals merci. Also, bis nächste Montag. Ah, nee. Wie das denn? Junge, nicht so nicht. Vielmals merci. Das ist bei was. Du hast Spaß gemacht. Es waren nicht so Diskussionen, zumindest was du richtig durchgedreht hast. Ja. Ich will nicht mit dem Stuhl gehalten. Nee. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider, es geht wirklich, wie gesagt, wir hätten noch ganz viele Sachen können oder müssten durchgehen, aber das ist halt ein Zeitdruck. Hast du auf jeden Fall denken, es stehen aber genug Sachen geschwärzt gehen, wo ihr könnt ihr Meinung dazu äußern, wo ich mal ziemlich sicher bin, dass, ja, wo ich mal so, du hättest Kinder darüber diskutieren. Also, auf jeden Fall, ich denke, das war ziemlich interessant. Aber bon, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und für den Rest, also bei Job, letzte Mal aus der Nation, Fußball Lützeburg, alle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.